Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Ja, zum 17. Bundesligaspiel auswärts beim 1. FC Köln. 3:1 gewonnen, verdient gewonnen, wenn auch lange Zeit nicht gut gespielt, schwer getan. Auf der anderen Seite Köln hat es aber auch gut gemacht, stark verteidigt, unsere Zentrale ganz gut aus dem Spiel genommen, versucht schnell umzuschalten. Aus Kölner Sicht hätten sie vielleicht nicht ganz so viele lange Bälle gespielt, sondern den Ball 'n Tacken kürzer ins Zentrum und dann weitergeleitet, wäre vielleicht 'n bisschen effektiver gewesen. Aber zum Glück haben sie's gemacht, wie sie's gemacht haben, von daher war's händelbar. Und bevor wir da jetzt weiter reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn ihr nix verpassen wollt, Glocke aktivieren. Ja, gehen wir's kurz durch. Erstmal, Anfangsphase hat ja ganze 2 Minuten gedauert, dann waren ja erst mal 10 Minuten Pause. Weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also, da muss man dann mal 'n bisschen präventiv, Klamotten händeln, wenn man solche Probleme da im Stadion hat. Da muss man da, keine Ahnung, gucken, dass die Scheiße 'n bisschen besser abzieht. Ähm, ansonsten, ja, das Spielgeschehen war klar. Ja, wir haben den Ball gehabt. Köln stand tief, stand gut gestaffelt. Man hat's klar gesehen, wollten schnell umschalten, haben sie dann auch getan, hatten die erste große Chance, nach 2 Minuten, die Manuel Neuer sehr stark gehalten hat, ja. Ähm, da haben wir heute zwei wilde Sachen bei der Benotung, ja. Wir haben einmal 'n Spieler, der sehr gut war, dafür 'ne etwas schlechtere Note hat und 'n Spieler, der sehr schlecht war, dafür 'ne etwas bessere Note hat, aber da kommen wir zu, wenn wir bei Benotung sind. Ja, eigentlich war's 'ne 1:1 Kopie vom Pokalspiel. Ja, ich denke, dass Köln, ich weiß nicht was, so 50., 60. rum, 3 Kilometer mehr gelaufen ist wie wir. Das sagt alles aus. Wir waren erste Halbzeit war es sehr, sehr, sehr viel Standfußball. Ja, wenn Bewegung war, war's der Spieler, der den Ball hatte und dann vielleicht mal in die Richtung, die er geguckt hat, der hat dann mal angefangen, sich zu bewegen, ja. Sehr, sehr viel Standfußball, ja. Die Spritzigkeit, die Lockerheit hat definitiv gefehlt. Warum, wieso, weshalb, I don't know, aber das war der Fall, ja. Und auf der anderen Seite hast du Kölner gehabt, die heiß waren, die griffig waren, die gerackert haben, gemacht haben, was geht. Und wir haben's nicht geschafft, durch unsere individuelle Klasse irgendwie was zu kompensieren. Dazu hatten wir viele, 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 viele Fehlpässe. Allein Michael Olise hatte, glaube ich, gefühlt 60% seiner Pässe waren Fehlpässe. Ja, und so kannst du es durchgehen. Unsere Zentrale, Leon Goretzka, Alexander Pavlovic, Katastrophe teilweise, ja. Also, ne, ich weiß nicht, ob wir Probleme mit dem Rasen hatten, ist natürlich keine Ausrede, ja, aber ja, wild. Selten, also, ich glaube, das war die schlechteste Leistung diese Saison in der ersten Halbzeit. Ich habe noch nie so viele Fehlpässe gesehen in unserem Spiel in dieser Saison, ja. Das muss man mal ganz klar sagen. Also, das war anders wild. Ähm, ja, dann haben wir natürlich das 1:0 kassiert, was 'n Torwartfehler war, den muss Manuel Neuer halten. So, da gibt's nichts zu diskutieren, aber auch gar nichts, ja. Das ist halt, weil, ey, ohne Scheiß, so stark Manuel Neuer im 1 gegen 1 ist, hat er heute zweimal gezeigt. Hat er überragend gehalten. Auch ansonsten hat Manuel Neuer 'n gutes Spiel gemacht. Aber das ist wie schon beim letzten Mal, ja. Ey, der ist meistens schon in der Ecke und am Machen, am Fliegen, hat sich schon entschieden und dann kommt erst der Ball, ja. Und dann ist man halt einfach mal 15 Zentimeter zu kurz und kriegt die Hände nicht mehr vernünftig dran, weil der Ball mal mit 'n bisschen Schmackes kam. Ja, aber da gibt's keine Ausreden, den muss Manuel Neuer halten. Punkt. Ja, fertig. Ich weiß, wird er nicht zugeben, wird wieder irgendwas erzählen, was weiß ich was und, ist gut, alles klar, kennen wir von Manuel Neuer, sonst war's heute 'n gutes Spiel. Ähm, Serge Gnabry hat dann das Tor gemacht. Das war auch seine einzige gute Aktion. Ansonsten war Serge Gnabry heute 'ne Katastrophe, ja? 'Ne absolute Vollkatastrophe. Ich glaube, er hat auch mehr Fehlpässe wie Pässe zum Mann gespielt. Warum war Serge Gnabry die Katastrophe? Junge, weil er jedes Mal stehen geblieben ist. Er hat nicht nachgesetzt, ja? Und wenn, dann so 'n bisschen alibimäßig. Das war wieder der Pummel Serge.
Katastrophe, aber kommen wir in der Spielebenotung zu. Junge, Alter, hat der mich aufgeregt, ja. Ähm, ja, dann natürlich die einstudierte Eckenkombi, die grandios geklappt hat. Hat mich auch gefreut, dass Min-Jae das Tor gemacht hat. Generell hat mich gefreut, dass Min-Jae spielen durfte. Hat's auch im Großen und Ganzen ordentlich gemacht in der Anfangsphase, aber Min-Jae ist auch nicht der Spieler, der den sicheren Spielaufbau hat. Dafür ist er nicht da in der Innenverteidigung. Da hat er Defizite, so, das weiß man, ja. Deswegen muss man ihm das gar nicht so aus Brot schmieren wie den einen oder anderen. Ja, und dann hat Lennart Karl das Ding zugemacht, beziehungsweise Luis Diaz hat das Ding zugemacht. Lennart Karl braucht das Ding nur noch einschieben. Und dann war der Bums durch. Eigentlich war er nach dem 2-1 schon durch. Die Kölner haben nicht den Eindruck gemacht, als wenn sie noch irgendwas dann dagegen stemmen könnten. Deswegen kamen dann auch die Wechsel auf der Kölner Seite, um noch ein bisschen Frische reinzubringen. Aber das, wie gesagt, ansonsten war es eine Kopie so vom Spielverlauf her wie das Pokalspiel, außer dass es da dann schon vor der Halbzeit klar war. Wir haben uns lange Zeit schwer getan, habe ich gerade gesagt. Unsere Zentrale war nicht gut. Ja, die war super unkreativ. Ich habe auch nicht verstanden, warum Pavlovic hinterm Goretzka spielt. Hä? What the fuck? Wo ist da der Sinn? Ja, also, ey, wir haben die Diskussion schon 100 Mal geführt. Leon Goretzka ist dann gut, wenn er weiter hinten spielt, ne? Obwohl er heute 2, 3 Szenen hatte so, nicht falsch verstehen, war auch eine ordentliche Leistung im Großen und Ganzen, aber, das habe ich wieder nicht verstanden. Das ist dasselbe, du stellst Kimmich und Paulinho auf und stellst 'n Paulinho vor 'n Kimmich. Also, I don't know, was man sich dabei immer denkt. Aber sei's drum. Ja, man muss so 'n Spiel, nachdem man in Rückstand geraten ist, dann halt auch erst mal wieder in dieser Manier drehen, ja? Und das, wenn man keine gute Form hat oder keine richtige Frische, der Gegner aber so heiß ist und alles reinhaut, was er hat, da musst du das Spiel erst mal noch drehen, ne? Und deswegen Hut ab, das war von unserer Seite aus hinten raus 'ne starke Leistung, eben genau aus diesem Grund, ja. Und allen voran, wie im letzten Spiel, kann man sich da bei Heavy und Diaz bedanken, ja. Also, in erster Linie bei Heavy. Aber wenn man auch gesehen hat, wie so 'n Diaz in der, was, 92. Minute da noch mal 'n Zweikampf führt und sich da vorne reinschmeißt, als wäre es gerade Minute 1. Das ist schon wild. Ja. Aber ich gehe schon in die Spielerbenotung rein. Von daher würde ich sagen, hauen wir uns mal kurz die Statistiken rein. Heute standen wir auch super auf dem Abseits. Da bin ich mal sehr gespannt, was hier für 'n Wert steht. Gut, Ballbesitz 28:72. Ja, Abseitsstellung 3:5. Okay, 5 ist aber trotzdem, selten, dass wir so auf dem Abseits stehen. Fouls 3:4, Zweikampfquote 55:45. Ja, ist das, was das Spiel, wie ich auch den Eindruck hatte. Schüsse aufs Tor 3:8, Schüsse insgesamt 8:19, Ecken 4:6, angekommene Pässe 174:601, Flanken 15:10. Schüsse insgesamt: Diaz 3, Ulisse 3, Goretzka 3. Torschussvorlagen: Ito 1, Diaz 1, Ulisse 1. Gewonnene Zweikämpfe: Conny Leimer 8, Diaz 6, Pavlo 5. Ballkontakte 110 Pavlo, 92 Ito, 88 Goretzka. Gut, damit gehen wir rein in die Benotung. Wie immer fangen wir natürlich an mit Vinny. Ja, Vinny kriegt heute eine 2,5 von meiner Seite. Klar, das Spiel gewonnen. Für mich zu wenig reagiert auf Situationen und nochmal 'n Goretzka vorm Pavlovic aufzustellen, geht in meinen Kopf nicht rein. Sorry. Ja, und das hat man, denke ich, auch gesehen, dass das nicht the yellow from the egg war. Serge Gnabry so lange auf dem Feld zu lassen bei der katastrophalen Einstellung, die der an den Tag gelegt hat. Ja, ich weiß, er hat 'n Tor gemacht, war für mich genauso 'ne Katastrophe. Punkt. Da gibt's ja nix zu deuteln, ja. Von daher nur die 2,5 und die Aufstellung, ja, alles gut. Ja, ich meine, so viel Variation hatten wir jetzt nicht. Ich hätte mir trotzdem Tom gewünscht in der Startelf. Die den Taktikfuchs gesehen haben, wissen das. Gut, weiter geht die wilde Fahrt. Damit kommen wir zum ersten Fall, den ich ja, vorhin schon sagte. Manuel Neuer hat 'n starkes Spiel gemacht. Punkt. Ja, hat eine schlechte Szene gehabt, die droppt natürlich seine Note. Von daher gibt's von meiner Seite 'ne Note 3.
Ansonsten wäre es eine glatte 2 von meiner Seite gewesen. Ansonsten war Manuel Neuer heute stark. Ja, im 1 gegen 1 wurde er nicht angeschossen, sondern man hat gesehen, er hat reagiert, hat den Ball gehalten. Ähm, War ganz, ganz wichtig heute, sehr weit auch aufgerückt, wenn es sein musste, weil Köln viele lange Bälle gespielt hat. War da super präsent, ist aber auch kein Risiko gegangen in irgendwelchen komischen langen Bällen, Abschlägen, sonst was. Das war heute ein gutes Spiel, hat sogar mal eine Ecke rausgefaustet, habe ich seit Jahren nicht gesehen, obwohl er noch angegangen wurde, ja. Wirkte sehr sicher, sehr gut, bis auf diese eine Szene, ja. Und von daher gibt es leider dafür eine Note schlechter. Ja. Ansonsten gutes Spiel von Manu. Gut, machen wir eben die Aufstellung auf, damit das alles seine Richtigkeit hat. Ja, damit sind wir bei Conny Leimer. Ich habe Conny Leimer ja im letzten Spiel noch hart kritisiert für seine defensive Leistung, die halt wirklich katastrophal war. Die war heute gut. Ja, dafür hat die Offensive gelitten. Hat man gesehen, denke ich. Es wird wieder Zeit, dass Conny Leimer so ein bisschen das Mittelmaß findet, aber das war defensiv eine sehr, sehr gute Leistung meiner Meinung nach. Offensiv war es so ein bisschen, lag aber auch daran, dass die Kölner, ähm, die Seite wirklich gut verteidigt haben, immer mit 2 Leute gegen einen, ja, egal ob's Leimer war, ob's Olisse war und dann immer noch einen Dritten dabei. Also, die Seite war wirklich gut abgedeckt, aber ansonsten hat Conny Leimer 'n ordentliches Spiel gemacht. Ähm Von meiner Seite gibt es da die 3. Ja. Wie gesagt, defensiv fand ich stark verbessert. Dafür war es mir heute vorne so ein bisschen, ja, die Abstimmung war nicht ganz so gut, aber wie gesagt, es kann auch, Maike hatte auch keine so überragende Form, vielleicht lag es auch ein bisschen daran. Ähm, ja, kann gut sein. Wie gesagt, defensiv am Anfang war ein 2 Szenen, wo es noch wild aussah, aber danach Conny Daimler wirklich sehr defensiv. Nicht dieses, was ich letzte Woche kritisiert habe. Dieses blinde Draufrennen wie so 'n Bulle, weil da 'n Gegner ist, der 'n Ball hat. Ja, Conny Leimer hat endlich mal wieder 'n Verteidiger gespielt heute. Ja, und das war ja grade in der ersten Halbzeit, wo Köln 'n bisschen was versucht hatte noch mit schnellen Umschaltspiel, auch dringend nötig. Gut, dann kommen wir zu Min-Jae. Ja, Min-Jae hat 'n sehr ordentliches Spiel gemacht. Für mich, wär's 'ne Note 3 gewesen, da er das Tor gemacht hat. Für mich 'ne 2,5. Ähm Hat, wie gesagt, also gerade zweite Halbzeit war es richtig gut, da hätte ich ihn sogar 'ne würde ich ihn sogar, obwohl komm, ich gebe ihm 'ne 2. Ja, aufgrund des Tores, komm, Note 2. Also, ich denke, also defensiv war's grade zweite Halbzeit richtig gut von Min-Jae, ja, muss man mal ganz klar sagen. Auch den einen, den er noch abgelaufen hat, wenn man sich an die Szene erinnert, der wäre sonst alleine vor Manu gewesen. Das war auch sehr stark. Erste Halbzeit hat er 'n paar Fehlpässe drin gehabt, aber gut, das ist halt auch Min-Jae, ja. Aber defensiv war's, und der hat vorne die Bude gemacht, ja. Also, über was reden wir? Jonathan Tah, wie immer souverän, bis auf eine Szene. Und zwar da, wo er den Ball nicht gut verteidigen konnte, wo der Kölner dann aufs Tor gelaufen ist. Das hat Min-Jae ausgebügelt. Ansonsten gewohnt. Ja, gewohnt souverän, gewohnt, ähm, Übersicht anleitend, aber aufgrund dieser einen Szene, die wirklich hätte ins Auge gehen können, wo nichts passiert ist, aber gibt es von meiner Seite heute in Anführungsstrichen nur die Note 3. Gut, dann kommen wir zu Ito. Ito hat mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen, ja. Ähm, ja, wir können in der einen Situation, war auch, glaube ich, unsere erste Chance oder zweite, drüber streiten, ob er den, selber versuchen muss. Aber ansonsten, wie gesagt, aber bei Ito ist so ein Spieler, keine Ahnung, das krasse Gegenteil von so 'm Alphonso Davies oder so 'n Tom Bischoff als Verteidiger. Der ist einfach die Ruhe selbst, ne? Du weißt, wenn er da steht, ja, der wird zu 90 den Ball verteidigen, da wird keine Flanke reinkommen. Ja, ja, du siehst einfach diese Ruhe. Und dazu hat er 'n überragendes Aufbauspiel. Ähm, ein zweimal war er nicht so auf der Posi, wo er hätte sein müssen als Linksverteidiger meiner Meinung nach. Dann mit der Verletzung war 'ne kleine Schrecksekunde, oder werden wir ja sehen, ob da noch irgendwas angeschlagen ist oder sowas. Aber dann wäre er wahrscheinlich nicht mehr aus der Halbzeit gekommen. Ansonsten war es ordentlich. Ich denke, er ist auf einem sehr, sehr guten Weg. 'Ne gute 3 von meiner Seite, aber wie gesagt, dafür hat mir manchmal so
was heißt Positionstreue? Es gibt nicht diese Positionstreue bei uns in der Mannschaft, aber dieses wieder schnell genug auf die Position zurückkehren, das hat mir so ein bisschen gefehlt, wenn wir auf hohem Niveau meckern wollen. Aber ich denke, Tar 3, dann ist Ito auch mit einer 3 sehr, sehr gut bedient. Ja, dann kommen wir zu unserer Zentrale. Alexander Pavlovic. Boah. Ja, ihr seht, das ist heute sehr dreierlastig, weil es war einfach eine durchschnittliche Leistung. Ja, Pavlovic ist für mich eine 3. War der tiefere Part, hat sich sehr, sehr tief fallen lassen, hat heute den Kimmich-Part gespielt. Warum auch immer, ich verstehe es bis jetzt noch nicht. Dadurch hat uns natürlich viel Kreativität vorne gefehlt, viel Schnelligkeit auch. Pavlovic war heute aber auch nicht schnell, nicht handlungsfähig. Sehr, sehr viele. Ja, sie hat den typischen Kimmich gespielt. Ja, quer, nach hinten, sehr, sehr lange gebraucht, um mal versucht, das Spiel schnell zu machen. Das war dann in der zweiten Halbzeit teilweise mal ein bisschen besser, weil er ein bisschen aufgerückter ist. Auch schon gegen Ende der ersten Halbzeit, aber im Großen und Ganzen. Für mich hat es nicht für mehr wie eine Note 3 gereicht. Mir hat einfach der entscheidende Ball mal gefehlt, also nicht der entscheidende Ball, der eine Torchance kreiert, aber so die Einleitung, ja, mal den Raum sehen, mal einen schnellen Ball. Das, was Harry Kane heute wieder mal getan hat. Ja, so, das erwarte ich von einem Pavlovic oder Goretzka und nicht von einem Mittelstürmer. Ja. So, der Rest war ordentlich, ja, aber auch nicht mehr. Ja, dasselbe gilt direkt für den nächsten Kandidaten, für Leon Goretzka. Ja, das war auch heute eine 3. Das war okay für mich, aber auch nicht mehr. Wie gesagt, ich hätte mir den Change gewünscht von der Posi her. Ähm, Ich meine, Leon hat 2, 3 Mal konnte er 'n bisschen Raum nehmen heute gegen Köln, ja. Aber ja, sein Seitfallzieher da, alles gut. Was willst du in der Situation machen? Hat er probiert. Ansonsten hätte ich mir gewünscht, wenn er schon da vorne der offensive Part ist und auch in dieser Posi war, wo er 2, 3 Mal war: „Alter, dann zünd doch mal 'ne Granate. Dann zünd doch mal", ja? Also, die Kölner standen so dicht und haben immer außen so viel gedoppelt, dass in der Mitte dann halt schon mal 'ne kleine Lücke war am 16er, ja? Und dann hast du da oft genug den Ball gekriegt und dann wird der Ball einfach wieder quer und nach hinten geschoben, anstatt das Ding einfach mal drauf zu nageln. Ähm, Ansonsten war es okay, ja, war jetzt nicht 'ne überragende Leistung, war nicht schlecht. Wie gesagt, ungefähr so wie die ganze Mannschaft. Eigentlich kannst du heute fast komplett die Note 3 durchgeben, Alter. Mal 'ne 3,5, mal 'ne 2,5, so, das ist so heute der Schnitt hier. Mit ein, 2 kleinen Peaks bei dem einen oder anderen Spieler nach oben oder nach unten. Gut, ja, da sind wir beim nächsten Fall. Das ist Serge Gnabry, habe ich gerade schon gesagt, hat für mich ein katastrophales Spiel gemacht, hat natürlich ein überragendes Tor gemacht, wenn er den so wollte, das weiß ich natürlich nicht. Ähm, Das bessert seine Note natürlich auf, von daher kriegt er auch die Note 3. Ansonsten wäre es von meiner Seite auf jeden Fall eine Note 4 gewesen. Es war eine absolute Frechheit, wenn man sieht, wie ein Luis Diaz, wie ein Harry Kane nach hinten ackern, malochen. Selbst ein Michael Olise, der viel, viel mehr mit nach hinten gearbeitet hat, wie so ein Serge Gnabry, der auch, ja, nee, komme ich jetzt nicht rein in den 2 ach, dann trabe ich einfach ein bisschen hinterher. Ja, ansonsten gerade in der ersten Halbzeit war er ja der Zehner, hat sich fallen lassen, hat den Ball mal abgeholt, wollte ein bisschen was aufbauen. Da waren 50% Fehlpässe bei, das war eine Katastrophe. Ja, also das war eine Katastrophe. Also das war heute keine wirkliche Alternative auf der Zehnerpose. Der hätte aus der Halbzeit nicht mehr wiederkommen dürfen, meiner Meinung nach. Das Tor hat ihn natürlich gerettet, so, ja, kann ich verstehen. Hat man vielleicht gedacht, komm, der kriegt noch mal 'n Schub. Ja, der kam leider nicht, ja. Ja, dann kommen wir zum nächsten, der heute ein bisschen abgefallen ist, trotzdem noch eine Torvorlage, ja. Michael Olise, hat's heute schwierig gehabt, muss man fairerweise auch sagen. Wie gesagt, Kölner haben die rechte Seite sehr, sehr gut zugemacht. Stand immer gegen 2, immer. Ja, und dann war immer noch ein Dritter da, der 'n Conny Leimer übernommen hat. Die Seite war wirklich dicht, deswegen ist Olise auch oft dann mal, reingezogen, in Richtung Strafraum gezogen. Das war okay heute, das war nichts Außergewöhnliches. Nichtsdestotrotz 'ne Torbeteiligung, Note 3. Ja, sein Pendant auf der anderen Seite, Luis Diaz, sehe ich stärker heute, hat mir gut gefallen, kriegt von mir 'ne Note 2. Ähm Einfach, weil fairerweise muss man aber auch sagen, er hat mehr Platz gehabt auf seiner Seite, ja? Er war nicht immer gegen 2, so wie es Michael Olise war. Also, die Kölner haben sich schon mehr auf Olise konzentriert wie auf Diaz.
Dadurch hatte Diaz natürlich viel, viel mehr Aktionen, weil er immer nur an einem Spieler vorbei musste. Klar, dann kam noch mal einer dahinter gestanden, aber nie, dass 2 gleichzeitig auf ihn draufgegangen sind, so wie es bei Michael war. Dafür hat's Michael noch wirklich gut gemacht, muss man sagen, ja. Aber, Lewis, ja, Alter. Ich habe es vorhin schon gesagt eingangs, ich weiß nicht, wann's war, 90., 92., wo er da noch mal in 'n Zweikampf geht, als wäre es die 2. Minute, Alter. Und wie der heute auch nach hinten gefeuert hat, ja, wieder als Arbeitsmaschine. Grade weil 'n Ito, wie ich schon sagte, nicht immer oft so schnell nach hinten wieder in diese Posi kam. Da war dann Lewis, da war 'n Harry Kane teilweise Linksverteidiger in der zweiten Halbzeit. Also, das war wild, ja. Und Lewis, boah, Alter. Wir haben ja schon immer so gedacht, so Conny Leimer ist 'n Mentalitätsmonster, ist 'ne Maschine. Ey, Luis Diaz setzt da noch mal einen drauf. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Also, das ist geisteskrank, was der heute geackert hat und Meter gemacht hat und einfach auch dann belebend ist für dieses Spiel, ja. Also wild. Und wie viel, Sachen er eingeleitet hat und ganz uneigennützig, ja, das 3:1 stehen geblieben, den Ball durchgelassen auf Lennart, der nur einschieben muss. Hut ab dafür, ja, Hut ab, das macht auch nicht jeder. Ähm, aber das zeichnet auch den Charakter dieser Mannschaft aus. Ja, einfach dieses Uneigennützige, nicht, „Ich bin der Star, ich muss das Tor machen“ oder so ein Scheiß. Ähm, ja, sehr, sehr stark. Gut, damit kommen wir zum letzten, zum, ja, überragenden Protagonisten heute wieder. Ich sehe ihn auf einer Stufe mit Luis Diaz, Note 2 für Harry Kane. Ähm, ja, Luis Diaz hat noch eine Torbeteiligung, aber wenn ihr heute wieder gesehen habt, ich meine, Harry Kane hat das Ding ja sogar noch eingeleitet, ja, wo Luis Diaz dann das Tor vorbereitet hat für Lennart Kall. Und wenn ihr das gesehen habt, wie er das vorbereitet hat und dass er genau den Ball dahin haben wollte. Ja, es war schade, dass Harry Kane sich so viel Zeit gelassen hat heute, mit dieser Entscheidung. Ich mache heute doch wieder den Josua, ja, und zwar als Sechser, Achter, Zehner und Neuner. Nur besser als Josua, wenn er alle Positionen bekleidet. Ähm, deswegen haben wir uns so schwer getan, ja, weil, ja, die ganze Zeit war Pavlo, Goretzka, Gnabry. Das war unsere Zentrale. Da war kein Harry Kane. Harry Kane hat den Stürmer gegeben, ja. Und das hat er sehr, 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 sehr lange getan. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass er mal ein paar Bälle heute bekommt und mal selber netzen kann. Irgendwann, ging es da nicht mehr, ne? Konnte das nicht mehr ertragen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, was Harry dann gespielt hat, war überragend. Überragend. Nochmal, der Mann ist Neuner, ja. Ja, sein Offensivspiel hat komplett gelitten. Er war nicht mehr in der Neuner-Position, gar nicht mehr. Er kam gar nicht mehr dann schnell genug nach vorne, ja. Aber was er als Sechser, Achter, Zehner, selbst als linker Verteidiger geleistet hat und wie er aus all diesen Positionen unser Offensivspiel eingeleitet hat, was kein Pavlovic geschafft hat, was kein Goretzka geschafft hat, was 'n Serge Gnabry brauche ich gar nicht erwähnen, geschafft hat, muss dann ein Harry Kane machen, ja? Und das kann man nicht hoch genug einschätzen. Und auf der anderen Seite muss das auch mal ein Alarmsignal für Vincent Kompany sein, dass man in der Zentrale mal etwas ändert, ja? Punkt. So, ja? Du kannst ja dann stellen Harry Kane als Sechser auf. Dann hast du vorne noch 'n Stürmer drin. Ja, dann hauen Goretzka raus, hauen Pavlovic raus, drauf geschissen, ja, und stellen Harry Kane als Sechser, Achter auf. Alles gut. Ja, der ist ja trotzdem dann mal vorne. Ja, da muss sich in dem Moment der Zehner dann halt fallen lassen. Ja, aber dadurch haben wir natürlich vorne 'ne Position verloren gehabt in der Zentrale. Ja, weil da ist keiner aufgerückt. Wer soll denn aufrücken? Ja. Also, kein Vorwurf an Heavy. Heavy hat's überragend wieder gemacht heute. Ähm, aber da sollte man sich dann mal langsam, Gedanken machen, wenn man sieht, dass die Zentrale doch so katastrophal, wie soll ich das nennen, uninspiriert. Also, 'n Pavlovic hat's nicht geschafft, das Spiel in die Hand zu nehmen. In keiner Art und Weise. Ein Leon Goretzka auch nicht. Und das als zentraler Mittelfeldspieler. Ja, das waren Mitläuferspiele heute. Ja, ja, wir haben's alle ordentlich gemacht. Ja, wir haben nix zu Schulden kommen lassen.
Aber da war nichts. Da war nicht ein Ball, der mal einen Angriff eingeleitet hat. Da war gar nichts. Da war kein Schuss, kein Überraschungsmoment. Ein guter Ball mal von Leon vorne, so 'n halber Lupfer, ne? Das war alles. Das war alles. Und dann guckt euch Harry Kane an, der 30 Minuten in dieser Position spielt, was der in den 30 Minuten gestaltet. Ey, ganz ehrlich, das muss dir als Trainer mal zu denken geben und dann musst du das Personal da mal austauschen. Oder mal sagen: „Ey, setzt euch mal mit Harry zusammen, holt euch mal 'n paar Tipps ab.“ Was euch der Mittelstürmer, der 'n besserer Spielgestalter ist als ihr 3 zusammen, ja, was der da auf die Beine stellt. Und, wir reden jetzt nicht davon, ähm, dass man sagt: „Oh ja, aber Harry Kane hat sich verfallen lassen und die haben die gar nicht aufm Schirm gehabt. Der hat gar keine Gegenspieler gehabt.“ Ne, der hat die ganze Zeit Spieler auf den Füßen stehen gehabt. Die ganze Zeit, egal wo. Ob's auf der Sechser, auf der Achterposition war, immer wenn er 'n Ball angenommen hat, hat er 'n Gegenspieler auf den Beinen gehabt. Ja, selbst bei diesem Ball, den er da noch hingespielt hat. Ja, und der ist da hingegangen, wo es weh tut. Da war kein Pawlovic, da war kein Goretzka in der Zentrale. Junge, Alter. Wenn ich da so drüber nachdenke, müsste ich den beiden eigentlich 'ne Note 4 geben, ja? Aber es war ja nicht schlecht, es war einfach nur uninspiriert. Wild. Ja, also, das Spiel haben wir gewonnen dank Harry Kane und dank Luis Diaz. So, die sind die beiden Spieler, die unser Offensivspiel heute getragen haben. Alles andere, Michael hat noch so 'n kleinen Anteil gehabt, ja, hat viel versucht, hat's aber 'n schweren Stand gehabt. Alles andere war offensiv heute, nicht wirklich zugegen, Alter. Gut, kommen wir zu den Einwechselspielern. Dann haben wir einmal Opa, den wir noch benoten können. Ähm, Ich habe bei Opa jetzt nix gesehen, was mich irgendwie super negativ oder super positiv, inspiriert hat. Von daher ist es 'ne Note 3 von meiner Seite. Ähm, Lennart Kahl, wo ist er? Da ist er. Lennart Kahl gleich mit 'ner schlechten Aktion reingekommen, mit 'nem Ballverlust, der 'ne Katastrophe war und dann auch nicht wirklich so richtig nachgesetzt. Zum Glück dann doch noch mal nachgesetzt, ja, was immer noch zehnmal besser war wie Serge Gnabry, hat den Ball ja dann auch noch mal zurückgeholt. Ansonsten nach der Umstellung, also nach der Auswechslung von Olise, war's auf jeden Fall besser, wenn Lennart Kahl über die rechte Seite kam. Hat man dann ja auch gesehen mit Luis Diaz, aber auch vorher, wo er über die rechte Seite kam, hat er wirklich 2 3 sehr, sehr gute Aktionen gehabt und nicht so in der Mitte war es nicht so auffällig, ja. Wie gesagt, die Kölner haben die Mitte da aber auch ganz gut zugemacht, hatten ja auch unsere anderen Spieler Probleme. Ähm, ja, und das Tor, ja, jetzt ja angezeigt. Hätte ja so gezeigt auf Luis Diaz. Ja, das Tor geht zu 80% auf Luis Diaz, Alter. Den Ball da einschieben, sollte nicht die große Kunst sein, aber ansonsten war's wirklich okay, war's auffällig. Ähm, Aufgrund des Tors kriegt er die 2,5 von meiner Seite. Ähm, ja. Gut, dann kommen wir noch zu den beiden, die wir nicht mehr benoten. Das ist einmal Tom Bischof, der dann noch reinkam, der auffällig war, definitiv. Ich blende ihn euch auch ein, wenn ich ihn finde. Kam auf die Zehnerposition rein, ist dann 'ne kurze Zeit, 6 Minuten später noch auf die Linksverteidigerposi, gewandert. Ähm, War aber gleich präsent, ja, muss man sagen, da vorne. Klar, der Bums war kurz danach durch, nachdem er eingewechselt wurde mit dem 3:1, da haben wir nicht mehr viel nach vorne gemacht. Ähm, ja, war aber okay, man hat ihn wahrgenommen, das war ordentlich. Ja, und zu guter Letzt kam dann noch Rafa Guerreiro, hat mich 'n bisschen überrascht gehabt, wenn ich ehrlich bin, dass er 'n Tom reingeworfen hat auf die Zehnerposition und nicht 'n Guerreiro, ist ja sonst eigentlich sein Standard-Move. Den hat er dann 6 Minuten später gebracht, für Ito. Ich weiß, das ist eigentlich 'n Linksverteidiger, Guerreiro. Ich weiß nicht, warum man dann noch den Move macht, dann Tom Bischof wieder dahin und ach, was soll's. Am Ende Wurst, 3:1 gewonnen. Rafa Guerreiro war, was weiß ich, 5 Minuten aufm Feld. Ja, man hat ihn mal kurz wahrgenommen, dass er anwesend ist, wo er einmal am Boden lag, weil er gefoult wurde. Ähm, Ansonsten hat er ein zweimal 'n Ball da hinten berührt und das war's, ja. Jo, so viel zu der Benotung. Leute, wie gesagt, Hut ab für dieses Ergebnis, definitiv. Ja, du musst dieses Spiel erst mal
so dann drehen. Ähm, Ist natürlich keine Leistung heute gewesen, die auch nur ansatzweise für Leipzig reichen wird. Ich weiß nicht, ob man das ein bisschen im Hinterkopf hatte, I don't know. Ähm, Dem einen oder anderen, finde ich, hat man heute ein bisschen angemerkt, dass die letzte Motivation fehlte, der letzte Kicker, ja. Die super wenige Laufbereitschaft bei dem einen oder anderen Spieler war sehr enttäuschend. Hm, aber nochmal, dass man dieses Spiel dann, obwohl der Gegner so agiert, wie er agiert hat, dann noch 3:1 dreht, ähm, sagt natürlich einiges über unsere Qualität aus. Und natürlich auch, dass wir die Geduld hatten, ja, weil es war klar, dass Köln durch mit diesem Laufpensum und alles, was sie hatten, die letzten 15 Minuten auf jeden Fall auf dem Zahnfleisch laufen wird. Das brauchten wir dann noch nicht mal ganz auszunutzen, obwohl, wenn wir gucken, 71., 84. sind die Tore gefallen. Ja, das hat man schon gemerkt, ne? Gut, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Wir hören uns zum Wochenende. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.